Ich darf heute in den 4. und letzten Teil der Serie Abenteuer des Glaubens mitnehmen. Jeden Sonntag haben wir bis jetzt ein Leben von einem weniger bekannten Jünger oder Jüngerin angeschaut und uns gefragt, was das mit unserem Unterwegssein mit Jesus könnte zu tun haben. Jetzt, im letzten Teil, schauen wir uns das Leben von Matthäus dem Zöllner an. Er war Steuereintreiber und hat in seinem Beruf ständig mit Geld zu tun gehabt. Jeden Tag hat er Geld in der Hand gehabt. Ich persönlich komme ja weniger aus dem Ecke beruflich und habe auch nicht so viel mit Geld zu tun, außer dann, wenn ich wieder eine Rechnung zahlen darf oder ich eine Twint-Anforderung von meinen Teenagern bekomme. Der Matthäus gilt in der katholischen Kirche als Schutzpatron für Banker, Buchhalter und Finanzfachleute. Vielleicht ist er dir, wenn du beruflich in diesem Bereich tätig bist, schon mal dort über den Weg gelaufen. Allzu oft lesen wir aber nicht von ihm in der Bibel. Auch wenn er eines von den 4 Evangelien geschrieben hat, bleibt er eher im Hintergrund. Berühmt ist er aber vor allem durch eine Begebenheit aus seinem Leben. Wir lesen im Lukas 5, 27 bis 28. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber namens Levi vor seinem Zollhäuschen sitzen. »Komm, folge mir nach«, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Genau diese Szene dürfen wir jetzt miteinander im Film schauen. Was für eine eindrückliche Szene. Es werden so viele Facetten aufgezeigt, wo ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe. Natürlich, wir wissen nicht, ob es so war. Und es ist sicher gut möglich, dass es überhaupt nicht so war. Aber trotzdem zeigt uns die Szene auf, wer Matthäus hätte gewesen sein. Im Lukas- und im Markus-Evangelium lesen wir vom Levi. Und im Matthäus-Evangelium, das er selber geschrieben hat, lesen wir von der gleichen Person, aber mit dem Namen Matthäus. Man geht davon aus, dass der Levi und der Matthäus ein und die gleiche Person waren. Eine Spekulation könnte sein, dass der Levi ab dem Moment, wo er Jesus nachgefolgt ist, nicht mehr als Levi bekannt sein und Jesus ihm den Namen Matthäus gegeben hat, weil er ein neuer Mensch war und nicht mehr in Verbindung gebracht werden mit seinem alten Ich. Der Matthäus wird in der Bibel im Markus-Evangelium als Sohn vom Alphaeus vorgestellt. Er war ein örtlicher Zollbeamter und hat für den römischen Staat gearbeitet. Die ganze Geschichte hat sich in Kapernaum abgespielt. Ein Fischerdorf in Galiläa am Nordufer vom See Genezareth. Durch seinen Beruf war er verpönt und unbeliebt unter der jüdischen Bevölkerung. Er war ein jüdischer Beamter, der mit den Römern gemeinsame Sache gemacht hat, indem er sein eigenes Volk ausgenommen hat. Wenn ich mir das so überlege, hätte ich sicher auch meine Mühe gehabt mit seinem Beruf. Das Gefühl, dass jemand aus deinem eigenen Volk dich hintergeht und dir sozusagen in den Rücken fällt, diesen Mann möchte ich nicht als Freund haben. Man geht nämlich davon aus, dass die Zöllner viel mehr Geld den Juden abgeknüpft haben, als sie eigentlich am römischen Staat haben weitergeben mussten. Dadurch war er natürlich um einiges wohlhabender im Vergleich zu den Juden in seiner Umgebung. Er hat sich ein besseres Leben leisten, indem er sein eigenes Volk abgezockt hat. Er ist wirtschaftlich gut dagestanden und hat sich nicht Sorgen machen um sein liebliches Wohl. In der Bibel werden Zolleinnehmer in der gleichen Aufzählung mit Sündern und Prostituierten genannt. Leider gibt uns die Bibel aber nicht mehr Informationen zu seinem Leben. Und doch können wir aus dieser Aufzählung schliessen, dass er sozial nicht anerkannt war, sondern eher verachtet worden ist. Wenn ihr jetzt den Film geschaut habt, kommt vielleicht beim einen oder anderen die Frage auf, okay, Jesus läuft das Zollhäuschen an, sagt, komm und folg mir nach. Der Matthäus gibt den Schlüssel ab und geht. Mutig, Hals über Kopf, ohne etwas zu überlegen. Jesus sagt, Matthäus, komm und folg mir nach. Und er lässt alles stehen und liegen.
In einem Kommentar über das Matthäus-Evangelium habe ich nachgelesen, dass es durchaus möglich ist, dass Matthäus in Kapernaum auch Fischzoll für den Herodes Antipas, einem dortmaligen Herrscher über Galiläa, hat eingezogen. Aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir auch, dass der Petrus, der Andreas, der Jakobus und der Johannes in Kapernaum gelebt hat. Und auch Jesus hat dort eine Zeit lang gelebt. Es könnte also gut sein, dass der Matthäus, der Jünger und Jesus ab und zu begegnet ist. Vielleicht ist sogar Jesus des Öfteren an dem Zollhäuschen vorbeigekommen. Und der Matthäus hat die ein oder andere Situation miterlebt, wie der Jesus gewirkt hat. Die einen gehen davon aus, dass der Matthäus sogar die Taufe vom Johannes miterlebt hat. Wir können also davon ausgehen, dass der Matthäus mit grösster Wahrscheinlichkeit gewusst hat, wer ihn da aus seinem Zolleinnehmerhäuschen auffordert, ihm zu folgen. Wir wissen nicht, vielleicht hat sich ja der Matthäus schon länger Gedanken darüber gemacht, ob ihn der Wohlstand und der Beruf wirklich glücklich macht. Auch der Umstand, dass er von seinem eigenen Volk gemieden worden ist, hat ihn vielleicht gar nicht glücklich gestimmt. Für den Matthäus muss klar gewesen sein, jetzt oder nie. So eine Chance habe ich nicht das zweite Mal in meinem Leben. Kleiner Einschub, ich finde es dort unglaublich spannend, die Reaktion der Jünger anzuschauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich zu denen gehört hätte, die ihm so schnell auf die Seite gestupft hat und gesagt hat, bist du dir sicher? Ist das eine gute Wahl? Ich glaube, da hat sich die Menschheit nicht verändert. Was der Matthäus alles zurückgelassen hat, können wir uns nur im Ansatz vorstellen. Sicherlich ist sein Ansehen bei den Römern jetzt zerstört gewesen. Und wer weiß, es hat vielleicht sogar andere Konsequenzen gehabt, die er auf sich nehmen musste. Ich nehme nicht an, dass die Römer ihn einfach so ziehen lassen. Er ist schließlich eine gute Arbeitskraft für sie gewesen. Jetzt, wo die Einnahmen weggefallen sind, hat er ab sofort auf Wohlstand, ein gesichertes Einkommen und auch auf eine gewisse Sicherheit verzichtet. Ich kann mir vorstellen, dass es ihn auch unglaublich Mut gekostet hat. Und bis jemand einfach so, Hals über Kopf, alles stehen und liegen lässt, glaube ich, braucht es vor allem eins: ein grosses Vertrauen in den, der dich auffordert, ihm zu folgen. Der Matthäus hat also viel Vertrauen in Jesus haben. Was für ein einschneidender Moment für das Leben von Matthäus. In einem Kommentar zum Neuen Testament steht: Wie einmal jemand gesagt hat, er verlor einen bequemen Job, aber er fand seine Bestimmung. Er verlor seine gemütliche Sicherheit, aber er fand ein Abenteuer, von dem er sich nie hätte träumen lassen. Mit dieser Entscheidung, Jesus nachzufolgen, hat er sich auf ein neues Leben eingelassen. Und ich finde, da trifft das Wort Abenteuer unglaublich gut zu. Nachfolge ist ein Abenteuer, das auch uns dazu auffordert, Jesus zum Mittelpunkt von unserem Leben zu machen und unser Leben nach ihm auszurichten. Von den Anforderungen, die das Abenteuer und die Nachfolge mit sich bringt, redet Jesus zu seinen Jüngern im folgenden Vers in Matthäus 16, 24. Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was macht das mit euch, wenn ihr den Vers hört? Ich bin ehrlich mit euch. Für mich tönt der Bibelvers ziemlich radikal. Der Satz, das Kreuz auf sich nehmen, wirkt jetzt nicht gerade leicht auf mich. Mir kommt im ersten Moment sehr viel Schweres entgegen. Ja, und auch ein gewisser Druck. Ich bin ehrlich mit euch, mit dem Vers habe ich mich bis anhin nicht so gerne befasst und wenn ich eine Möglichkeit hatte, habe ich gerne den Umweg darum genommen. Er ist mir nicht so sympathisch. Doch, auch dieser Vers steht in der Bibel und so ist es gekommen, dass ich genau über diesen Vers eine Predigt machen darf. Ja, das war eine Herausforderung in der Vorbereitung. Dann, für die mich nicht so gut kennen, ich gehöre zu diesen Menschen, die sich nicht so gerne vorschreiben lassen, was sie zu tun haben.
Vor allem, wenn es so schwarz auf weiß steht. Und schon gar nicht nehme ich gern freiwillig Schweres auf mich. Ich möchte euch aber heute Morgen mitnehmen auf den Weg mit dem Vers und was er für uns bedeuten könnte. Es kommt ja eher selten vor, dass jemand von uns seinen Job aufgeben muss, den Wohnort wechseln und seinen ganzen Besitz einfach hinter sich lässt, wenn wir uns für die Nachfolge von Jesus entscheiden. Und trotzdem, was heisst das für uns in der heutigen Zeit, das Kreuz auf uns nehmen und sich selber nicht in den Mittelpunkt stellen? Ich habe für mich gemerkt, ich muss nochmal ganz neu mich mit der Nachricht vom Kreuz auseinandersetzen. Für mich fließt die Nachricht vom Kreuz in den Vers hinein. Gott hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen, damit er für uns als Stellvertreter einstehen kann. Wir haben dadurch Vergebung, Gnade, Frieden, Wiederherstellung, Hoffnung, all das einfach geschenkt bekommen. Wir dürfen das in unserem Leben empfangen, weil Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und das dort passiert ist. Somit enthält die Nachricht vom Kreuz für mich auch unglaublich viel Gutes, wo mir widerfahren ist. Es folgt für mich aus dem Leichtigkeit und Freiheit. Als ich das für mich so verstanden habe, ist das Kreuz für mich auf einmal nicht mehr so schwer gewesen, sondern es hat mein Leben leichter und wertvoller gemacht. Ich habe für mich entschieden, das für mein Leben zu glauben. Ich vertraue darauf, dass die Nachricht vom Kreuz auf mein Leben einen Mehrwert ausmacht. Und durch diesen Mehrwert, den ich erfahren habe, ganz persönlich, ist das Vertrauen in Jesus gewachsen und ist unterwegs mit ihm. Weil ich glaube, ohne das Vertrauen kann keine echte Nachfolge stattfinden. Im Johannes 6, 28 bis 29 haben die Jünger Jesus gefragt: Wie können wir denn tun, was Gott von uns will? Jesus antwortete ihnen: Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den ich gesandt habe. Es geht also darum, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Darum, dass du daran glaubst und ich daran glaube, dass die Nachricht vom Kreuz in meinem Leben und in deinem Leben einen Unterschied macht. Ich glaube, genau das hat Matthäus in dem Moment erlebt, wo Jesus ihn aufgefordert hat, ihm zu folgen. Er muss ein Vertrauen in Jesus haben, sonst wäre er doch nicht mitgegangen. Er muss tief im Inneren gewusst haben, dass mit dem Jesus, das kommt gut und vor allem, das ist für mein Leben entscheidend. Wir dürfen ihm im Vertrauen folgen. Denn die Nachricht vom Kreuz, das ist die Basis für die Nachfolge und die Beziehung mit Jesus. Zurück zum Vers 16, in Matthäus 16, Vers 24. Es steht ja im ersten Teil: Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, dass dieser Teil aus dem Vers ein Schlüssel ist zum Ziel. Damit wir verstehen können, was es heisst, das Kreuz auf sich nehmen. Weil ich glaube, dass wenn wir uns nicht mehr selber im Mittelpunkt stellen, dass wir das Kreuz auf uns nehmen. Doch was heisst Mittelpunkt? Wenn ich google, werden mir folgende Synonyme angezeigt: zentraler Kern, Herzstück, Drehpunkt, Schwerpunkt, Sammelpunkt und Zentrum. Ich möchte dich jetzt fragen, ist Gott in deinem Leben dein Zentrum oder besser gesagt, dein Herzstück? Welchen Stellenwert gibst du Gott in deinem Leben? Ist er ein nices Add-on, das heisst, etwas, das du zücken kannst, wenn du einfach mal wieder anstehst in deinem Leben? Oder die Dekoration, die du irgendwo auf einem Tablar stehen hast und wenn ein Notfall in deinem Leben kommt, kannst du es zücken? Weil, solange alles gut läuft, in deinem Leben brauchst du ihn nicht. In deinem Alltag. Man sagt doch so schön, Pflasterli Gott. Es ist ein bisschen so wie bei den kleinen Kindern, wenn sie einen Schnitt im Finger haben
Also meistens ist es ja nicht einmal ein Schnitt, sondern eher vielleicht eine Druckstelle. Aber sie brauchen dringend ein Pflasterli. Und was passiert, sobald sie das Pflasterli am Finger haben? Die Welt ist in Ordnung, gerettet. Und was machen sie? Sie rennen davon, wie nichts gewesen wäre. Zurück zu der Geschichte von Matthäus. Gibt es Momente in deinem Alltag, wo Jesus bei dir am Zollhaus vorbeigeht und du ihn überhaupt nicht wahrnimmst oder keine Zeit hast für ihn? Was möchte ich damit sagen? Ich denke, der Vers in Matthäus 6,21 bringt es auf den Punkt. Dort steht: Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oder umgekehrt, wo dein Herz ist, dort wird auch dein Schatz sein. Dort, wo wir unsere Zeit investieren und unser Herz danach ausrichten, das wird automatisch den Stellenwert der Sache verändern in deinem Leben. Weil dort, wo wir unser Herz investieren, das lässt uns nicht einfach kalt. Dort passieren Emotionen. Dort entsteht eine Verbindung und eine Leidenschaft. Und das wird früher oder später etwas Wertvolles in deinem Leben werden. Früher oder später wird es eine Herzenssache. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, ob ich es gleich gemacht hätte wie der Matthäus. Geschlossen, Schlüssel abgeben und mitgegangen. Doch wir werden es nie erfahren, weil wir leben einfach nicht in dieser Zeit. Doch gerade weil wir nicht in dieser Zeit leben und ihm ganz praktisch anlaufen können, glaube ich, ist es umso wichtiger, uns immer wieder zu fragen, welchen Stellenwert hat Gott in meinem Leben? Und wo gehe ich gewisse Kompromisse ein, die den Stellenwert auch verschieben können? Wo verschenke ich mein Herz in eine Sache, wo immer mehr zu einer Herzensangelegenheit wird, wo Jesus auch den Platz in meinem Herzen streitig macht? Ich glaube ganz fest, mein Mittelpunkt, dein Mittelpunkt von unserem Leben kannst du und ich selber steuern. Ich ganz allein entscheide, in was ich mein Herz investiere. Oder wo ich Kompromiss mache. Entscheidungen treffen, die mein Leben positiv oder auch negativ beeinflussen können und somit den Mittelpunkt von meinem Leben auch verschiebt. Für mich ist in den letzten Wochen und Monaten nochmal klar geworden, ich will die Nachricht vom Kreuz nicht aus den Augen verlieren. Ich möchte sie auch nicht schmälern in meinem Leben. Mein Zeitmanagement war in den letzten Wochen schlecht. Viel zu viele To-Dos und zu wenig Ruhezeiten habe ich mir eingeplant. Mein Lebenstempo war viel zu hoch. Ich bin eigentlich so mit 140 auf der Überholspur unterwegs. Und alles andere war wichtiger als Zeit mit Gott. Alles andere hat immer erste Priorität gehabt. Das hat zur Folge gehabt, dass die Distanz zu ihm immer grösser geworden ist. So weit, bis ich mich ehrlich gefragt habe, ob und welche Relevanz Gott in meinem Leben noch hat. Erst, wo mich eine Grippe komplett lahmgelegt hat und ich eigentlich ans Bett gezwungen worden bin, erst dann, wo ich gemerkt habe, ich muss oder ich werde in die Ruhe befördert, erst dann, wo die Ruhe eingekehrt ist, wo ich dringend nötig hatte, erst dann habe ich Gott überhaupt wieder gehört. Weil alles andere nicht mehr so laut war. Meine Frage an dich. Bist du im Vertrauen unterwegs mit dem Jesus? Weil ich glaube, aus dem Vertrauen heraus wächst die Bereitschaft und die Annahme für eine Kurskorrektur, die er dir möglicherweise aufzeigen möchte. Wo musst du dein Zolleinnehmerhäuschen verlassen und Jesus bewusst in die Ruhe folgen, im Vertrauen darauf, dass er für dich das Beste parat hat. Ich habe mir das nochmal ganz fest vorgenommen für mein Leben. Einfach fixe Ruhezeiten einplanen. Ich möchte euch jetzt ein paar Fragen stellen.
Im Wissen darum, dass die eine oder andere Frage auch ein bisschen provokativ ist und vielleicht einen Prozess anstößt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass die Nachfolge eben genau auch das ist. Dass ab und an eine Kurskorrektur mit sich bringt. Wenn wir uns ehrlich fragen, ob Jesus der Mittelpunkt von unserem Leben ist. Leihst du dein Leben in die Hände von Jesus? Oder kommst du eigentlich schon mit den fixfertigen Plänen vor Jesus und fragst um den Segen für die Pläne? Sind wir bereit, unsere eigenen Pläne manchmal auch hinten anzustellen? Hinter seine Pläne, die er für dein Leben hat? Wie ist dein Lebenstempo zurzeit? Wie steht es um die Balance in deinem Job, in der Familie, in der Zeit mit Freunden oder auch in der Zeit für dich ganz alleine? Bist du jemand, der grundsätzlich immer zu viel und zu lang schafft und du dich am Abend fragst, wieso dass du so ausgelaugt und müde bist? Wo hat Gott in deinem stressigen Arbeitsalltag einen Platz? Wo gibt es in deinem Alltag Momente, wo Jesus an deinem Zollhäuschen vorbeikommt und du Zeit für ihn hast? Wie sieht der Umgang mit deinen Ressourcen aus, die dir Gott zur Verfügung gestellt hat? Die einen von uns haben Zeit zum Verschenken, andere besondere Fähigkeiten, die ihnen Gott gegeben hat. Wiederum andere haben finanzielle Mittel, die sie investieren können. Der Matthäus hat alles aufgegeben. Eventuell musst du nicht alles aufgeben, sondern einfach mehr Gott in die Verwaltung deiner Ressourcen mit einbeziehen. Wie steht es um dein Zeitmanagement? Wie startest du in den Tag und wie beendest du deinen Tag? Eine Zeit lang habe ich bewusst versucht, mit dem Vater unser in den Tag zu starten, einfach um den Fokus zu legen. Oder ich versuche am Abend nicht mehr als Letztes, bevor ich schlafe, in mein Smartphone hineinzuschauen. Die Frage stellt sich da, wo verschenkst du Zeit an Sachen, wo du eigentlich ganz genau weißt, dass sie sinnlos und nicht zielführend sind? Zum Beispiel mit Social Media. Und da ein kleiner Lifehack. Bildschirmzeit kann man nicht nur bei seinen Teenager oder Kind einstellen. Die kannst du wunderbar auch für dich einschränken. Den Mittelpunkt von uns selber auf Jesus zu verlagern, kann für jeden ganz eine andere Thematik mit sich bringen. Die Frage ist, wo zeigt dir Jesus eine Kurskorrektur auf? Und somit möchte ich zurückkommen zum Vers in Matthäus 16, 24, wo es darum geht, das Kreuz auf sich zu nehmen. Ich glaube ganz fest, dass wenn wir versuchen, Jesus in den Mittelpunkt von unserem Leben zu stellen, nehmen wir das Kreuz auf uns. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass du in Liebe kommst und auch in Liebe unsere Kurskorrektur aufzeigst. Dass du ein Gott bist, der mich sieht, wenn du an meinem Zollhäuschen vorbeigehst. So hilf mir, dass ich immer mehr auch dich sehen darf, wenn ich in meinem Häuschen sitze. Und Herr, ich bitte, dass du mir die Nachricht vom Kreuz nochmal so richtig lieb machst. Und dass ich erleben darf, was die Nachricht für einen Mehrwert für mein Leben hat. Amen.